Nun denn, es geht weiter für uns hier im Text bei Anno 1800. Wir haben noch viel zu tun. Und ich würde sagen, erstmal nochmal kontrollieren mit Warenverbrauch in der neuen Welt. Dass immer noch alles so tutti frutti ist. Messal hätte gerne viel wie es aussieht, war. Das ist auch so etwas. Für diesen Messal oder wie man das ausspricht, kriegen sie weniger Einwohner dazu als für Fußbälle. Trotzdem wollen sie das lieber haben als das hier. Hä? Nähmaschinenverbrauch stimmt immer noch, das freut mich umso mehr. Ja, sind noch alles cool. Kann's nicht sagen jetzt. So, jo, ein anderes Problem. Und zwar brauchen wir hier oben unter anderem auch noch Strom, haben wir jetzt festgestellt, für viele kleine Dinge. Jetzt wird der scheiß Beton noch. Nein, das andere fehlt. Moment. Also. Passen uns dem Wind an. Ja, besser passt ihr euch dem Wind an. Wohin soll's gehen? Immer der Nase nach. Ich bin erfreut, Ihnen unseren Neuzugang vorstellen zu dürfen. Ja, das Item bringt schon hier, der Frachtverlader. Muss man auch mal sagen. Der ist einfach cool. So, was ist der nächsten? In der Produktion. Habe ich auch schon so ein bisschen... Aha, natürlich auch ein Item-Ding hier machen können, wa? Ich habe ganz vergessen, dass das ja auch über alle Dinger geht. Über alle Inseln. Das geht nur regional, aber nicht auch überregional. Alter, das Item hier, das Item-Terminal ist ja krank. Irgendwie auch geil. Die Menschen lassen sie hochleben. Die Frage ist noch, wie lange. Gut, so viel habe ich jetzt natürlich nicht, das stimmt auch wieder. Aber trotzdem, kann sich sehen lassen. Wo ist er? Hier. So, und dann natürlich hier, dann mache ich jetzt mal ganz kurz, dann haben wir das auch mal. Den Terminal reinschmeißen. Und ich dann überall dort, wo ich jetzt mal noch die Dinger hier habe, das direkt mal holen kann auch. Bereit zum Abheben. Ja, ist schon cool. Die muss natürlich auch richtig nutzen, das ist klar. Richtig viel Stahl dafür, ey. Ja, natürlich sonst nicht mehr so viel hier unten. Das heißt für dich erstmal nach oben. Vorwärts! Ausladen, nachher dann die alte Welt. Wohin soll's gehen? Gute Frage.
Bis zum Horizont. So. Okay, jetzt fehlt das noch. Den, nein, zu früh. Bei dem vielleicht mal gucken, ob man die schon mal bauen kann. Wo ist er? Ah, da. Wohin soll's gehen? Was darf es sein? Wo ist es? Ah, da. Klarer Himmel. Lara Himmel, was? So, ja, ich glaube, ich werde hier eine Hütte brauchen. Da komme ich wohl nicht drum herum. Wohl ganz ehrlich. Ich kriege eh kein Haus mehr dazwischen, also scheiß drauf. Dass der Kai lustigerweise immer gleich viel kostet. Ja, Alles gelöscht. Deine Truppe ist ganz schön auf Zack. so. Zicke, zacke, hoi, hoi, hoi. So, erstmal Kalamares-Fischerei bauen. Willst du uns zuschauen? Und gucken, wie das läuft. Das sieht mir jetzt nicht allzu schlimm aus hier. Plötzlich fehlt es an den Brettern. Abflug bereit. Nur Fliegen ist schöner. Da hast du nicht ganz unrecht. Ich sage schon verdammt. Hilfe. Ganz verschluckt, Entschuldigung. Ich sage schon verdammt viel, was die so hinzubringen war. Moment, muss man ganz kurz husten. So, jetzt aber. Jetzt müsste das mit dem Husten weg sein und meine Stimme wieder zu hören sein. Tut mir leid dafür. Strom. Ich meine, Öllager haben wir? Nein. Ölhafen haben wir? Das Ding können wir noch bauen, aber ganz ehrlich, braucht man das überhaupt? Oder das? Gut, ich kann mal eine Blaupause machen, aber nur zum Setzen und fertig. Quasi einfach damit wir es halt haben, ne? Besser haben als brauchen. Gemeinsam sind wir so viel stärker. Warum so gemein? Weiß nicht, steht so im Skriptbuch. Nein, natürlich im Drehbuch oder im Skript, aber nicht im Skriptbuch. Cool. Wir sagen so, an sich fügt uns so schon nicht schlecht. Also eben nur, weil es brauche war. Ich meine, der ist jetzt fast perfekt ausgebaut, also werde ich jetzt nicht mehr so viel brauchen. Könnte ich die eigentlich mal in Betrieb nehmen? Das geht sogar schon. So, jetzt wird es garantiert nicht mehr gehen. Nein, da fehlt es an allen Ecken und Enden.
Die beiden sind noch am Warten. Der macht irgendwie sonst einen Quatsch. Vorwärts! Tja, Freunde, das alles ist erstmal nur eine Insel, wohlgemerkt. Nur Ja? Fliegen ist schöner. Erstmal, oder besser gesagt, immer noch nur die erste Insel. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. So. Hier haben wir den Spaß. Die sind, glaube ich, jetzt alle so weit oben, weil da läuft jetzt nicht mehr so viel bei Natista. Aber trotzdem schon viel eingezogen. Natürlich sind die Artista ganz unten. Weißt du, einfach zu sagen, hey, ich schiebe sie da in der Reihenfolge nach Nobreras rein? Nö. Gut, 2044 ist gar nicht mal so übel. Noch genug Obreras. Ich würde daher schon Lero lieber weniger, weil die brauchen noch. Deswegen direkt mal die nächste Scharte hier killen von denen. Das waren viele. Na komm, scheiß drauf. Wenn irgendwas passiert, dann merke ich es relativ schnell. Was darf es sein? So, der ist ja auch da, wa? Huch. Wo ist er? Oh, falsche Insel. Eva klickt mir hier ständig. Immer der Nase nach. Was wollte ich? Momentan haben wir ja alles im Lager. Stahlbeton läuft auch langsam. Wie ist eigentlich hier jetzt mit dem Ding aus? Cool, läuft auch besser. Okay. Schweine noch ein bisschen schlechter. Hier beruhigt sich auch ein bisschen. Okay, auch das läuft soweit alles. Fullspeed, weil das Teil so lahmarschig langsam ist. Oh Gott, ich stelle mir gerade vor, die alte Welt mit neuen Luftschiffen updaten. Ja, ich meine, da kennen ja auch viele, die sagen, nö, warum? Einfach so normale Segelschiffe gehen ja auch. Dampfschiffe, Handelsschiffe. Wohin soll's Ja, gehen? im Prinzip schon. Es ist mal halt mehr der eigene Ehrgeiz zu sagen, hey, ich könnte also jetzt und ich wollte. Soll ich mit dem mehrmals rüber und auch noch Ziegelsteine und so holen? Ja, komm. Er ist ja, wenn es darum geht, in eine andere Region zu reisen, ist er sehr schnell, ne? Müssen wir zugeben. So, wo sind wir jetzt? Galvestus ist es. Was darf es sein? Ziegel, ganz viele Ziegel. Machst schon wieder voll, okay. So, jetzt reicht's aber, oder? Dankeschön. Und hier auch. Puh, Schwein gehabt. Je mehr, desto besser. Also arbeiten hier ein paar. Und hier. Jetzt eben ist halt, jetzt geht er hier durch, oder? Kann eigentlich einen Teil hier lassen. Ein Teil bringt er hier zum Lager. Quasi das Überschüssige. Ich glaube, das kann man durchaus so machen. Ich lebe halt. Ja, ich weiß, ich lebe, also bin ich, wa? Hier mehr Bewohner. Das Problem ist die Chalet-Küche. Soll ich schon auf dieses neue Superfood gehen? Rindergehege will er auch noch, okay. Also Michael, jetzt alles bitte gut planen. Wir brauchen noch mehr Rohstoffe. Wir haben hier den Tankhof. Die Dinger, die Produktionsgebäude, die kann ich hier lassen. Doch woanders hin verfrachten. Und zwar aus dem Grund, ich überlege jetzt gerade. So einen wie den hier unten haben. Zum Beispiel so einen. Ne? Die Felder sind ja relativ klein. Also, dann haben wir alles mitgenommen.
wir speziell die Hacienda-Gebäude mit allem drum und dran. Mit Einzelmodule plus 50%, gibt aber trotzdem nur das halt. Das heißt, wenn ich jetzt das einfach so mal markiere. Reicht fast perfekt. Okay. Das müssen jetzt theoretisch 96 Dinger sein, genau. Natürlich mit den Items hier dazu, damit das so weiter funktionieren. Jetzt den Tankhof hier noch ein bisschen weiter nach oben baue. Die Tankhöfe, die kann ich schon oben belassen, das spielt keine Rolle. Ein Schlag ins Wasser. Was soll's? Hat sie einen Auftrag für mich? Weiß ich gar nicht mehr. Huch, Mann. So. Ist nur mal so eine Frage, so ein Beispiel. Das würde perfekt funktionieren, perfekt auch mit den ganzen Feldern. Okay. Das wird so also gehen. Eventuell direkt da an Bahngleisen dran. Das gefällt mir jetzt optisch nicht ganz so gut. Aber ist ja egal, ist gar kein Problem. Dann kann man das aber so machen. Natürlich nicht, wenn ja Baumaterial fehlt, dann geht es natürlich nicht mehr. So, ich habe hier auch immer noch irgendwie plötzlich nichts mehr. Ah, der ist ja drin. Ups. Entschuldigung. Und dann tun nirgendwo mehr weiter, wa? Das Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ich muss entscheiden, was das Beste für unsere Sache ist. So. Das müsste jetzt soweit eigentlich funktionieren. Das heißt, wenn ich die Felder eben teile, sage jetzt mal, das sind die Hacienda-Felder, die wo keine Unterstützung die Handelskammer brauchen. Man könnte welche machen. Das haben wir hier oben nicht gemacht, bei denen hier unten allerdings schon. Wobei auch nicht bei allen, sehe ich gerade. Also es liegt wieder an diesen Zusatzdingen, wa? Okay. Wenn ich sage, das Gebäude mache ich nur bei anderen Fällen, die keine Hacienda-Gebäude sind, und ich mache alle Hacienda-Gebäude, Halten Sie lieber die Feder oder das? Nun, alle hier das ist oben, vielversprechend. fast in einer Reihe, nach und nach, nacheinander. Also wenn es ein Teil woanders sind, oder je nachdem wie groß das Gebiet hier noch wird, kommen hier unten ein paar Gebäude weg und ich baue die Hacienda hier Gebäude da unten weiter aus. Es gibt kein Hacienda-Gebäude, da wir vorgucken müssen, das mehr als 96 Felder hat, wa? Hier ist kein Platz mehr. Ich glaube, 96 ist eigentlich so das, was man sagen kann, jo, das Maximum, okay. Ich würde direkt mal loslegen, weil Mais braucht jetzt sowieso für das eine gut schon. Das heißt, die Dinger, also wenn ich die ganzen anderen Farben auch hier unten lasse. Was ist das überhaupt für einer? Kaffee, okay. Wenn ich Bananen jetzt hier habe, können auch Rinderfelder noch irgendwo machen und so. Dann kommen die Dinger woanders hin. So, haben die noch nichts gemacht, insofern auch kein Problem. Und die packe ich jetzt mal nach da oben hin, einfach nur damit die mal
weg sind. Muss ich alles später mal, wenn die ganzen Items, die ich dafür brauche, auch mal hier hingebracht habe. Dann kann ich das alles auch noch optimieren. So, jetzt haben wir den genau ausgebaut. Das Stück hier stört mich auch, ich weiß. Ist aber gerade so. Also. Muss eigentlich perfekt funktionieren so. Wie viel? Ne, Moment, erstmal gucken. Mais. Habe ich generell Überfluss, Unterfluss? Stadtlandfluss, wie sieht's aus? Mais eher okay, aber ich produziere natürlich Mais auch hier noch und verbrauche Mais auch hier noch. Ich habe deswegen hier nur 3 davon gemacht. Aber das Wasser spielt keine Rolle, weil die Felder werden nachher sowieso alle gleich aufgebaut. Das sind ja Hacienda-Felder. Das heißt theoretisch... Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Theoretisch ist es mal Zeit für eine Explosion, genau. Theoretisch kann ich das so machen. Alter. Wie geil. Gut, vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber nur ein bisschen. Das geht aber schnell mit den Ruinen. Alter, leck mich am Arsch. Eben natürlich nur, wenn die wirklich alle am Einzugsgebiet sind. Oh, das wird so geil. Das funktioniert hier und so, Alter. Das wäre der Hammer, Baby, der Hammer. So, wo ist der andere Typ hier eigentlich? Ist der hier? Ne, das ist schon mit einer neuen Welt, okay. Hallo, mein alter Freund. Ne, scheiße aber auch. So. Brauchen die eigentlich nur Holz und Ziegel, okay. Also Tankhof hier müssen laufen. Hier haben wir die Dinger. Okay. Mal fürs Erste, hier kann ich eben noch dann hoffentlich weiter ausbauen. Natürlich nur dann ein Problem, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne so einen Tankhof, wobei der hat auch eine relativ große Reichweite, noch woanders hinbauen, wie zum Beispiel hier unten nochmal einen. Dann kann ich einfach hier irgendwo mal eine Linie reinziehen, sage ich jetzt mal, und dann läuft das auch. Vielleicht mal noch eine Feuerwache vorsehen. Weil hier wird es garantiert mal brennen. Polizeiwache, jetzt kam vor. Brauche die hier auch mal noch? Die Gefahr ist so gering. Na gut. Was man hat, hat man. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Genau, dann haben wir also die Küche, die läuft ja theoretisch auch mit Strom. Dann haben wir momentan nur das Minimum, das wissen wir. Ich habe jetzt aber einen Tankhof und können theoretisch jetzt auch Traktorscheune, ne, zwar wieder Dampfmaschinen. Scheiße. Ah, die habe ich zwar hier auch schon. Ja, ich muss sowieso zurück. Natürlich hier unten noch, die brauche ich für die Luftschiffe. Und ich habe, glaube ich, kein Problem mit Dampfmaschinen aktuell. Also müsste das schon funktionieren. So, das heißt für dich jetzt nochmal 50 abgeben. Wir sind unterwegs. Mal kurz darüber. Dann gehst du bitte mal Nur Fliegen ist kurz schöner. darüber. Du wirfst das Ganze mal ab. Also hast aber auch keinen Bock mehr, ey. Die ganze nur hin und her und hin und her, so komme ich ja nie vom Fleck. Komm bitte mal alle nach Leechwater. Was darf es sein?
Aber ich glaube, Freunde, der Plan könnte aufgehen. Jemand sagte, Wir sind mir, die unterwegs. Königin spreche in den höchsten Tönen von dir. Ach, die hätte ich ganz vergessen, ey. Die hat auch ständig was zu meckern. Klarer Himmel. Der ist am Handeln. So, du kannst bitte... Ja, die Frage ist, was mitnehmen. Hast du gar nichts mehr? Ups. Noch ein bisschen Holz. Da haben wir noch ein bisschen Nur Holz. Gott sei Fliegen Dank. ist schöner. Ja, das war klar. Dann baue ich den ersten Mal einfach so. Ohne Traktoren. Also. Die Felder jetzt eigentlich auch nicht machen können, also. Also ich habe aktuell, ich bin immer bei dieser Zahl ein bisschen verwirrt. Okay, okay. Dann mache ich fürs erste Mal 4 Maisfelder. Verbrauchsgüter. Wir haben jetzt also zum einen die hier, wo wir auch Mais bauen, den wir gar nicht vergessen, Freunde. Da ist ähnlich wie hier, 2:1, wenn ich jetzt hier 3 bauen würde, bräuchte ich 6 Maisdinger. Wobei... Ja gut, ich kann nachher kann ja schnell switchen. Das ist nicht das Problem. Oh fuck, mir fällt gerade was auf. Nein! Dünger, Silo, Traktorscheune. Oh, nicht der Quatsch schon wieder. Ich mache natürlich immer falsch. Ich mache natürlich immer eine Straße dazwischen, damit das funktioniert. Das heißt, all die Dinger hier kann ich jeweils immer um 1 nach unten schieben. Boah, da leckt das Spiel. Hilfe! Da hat er gerade das Spiel stürzt mal ab. Himmel. Okay. Ja, ich glaube sowieso nicht so schlecht, wenn immer einer dazwischen ist. Es sieht ja trotzdem schön aus und es passt ja auch, also kein Problem. Ich frage mich jetzt das nächste Mal, in der nächsten Folge wirklich mal um die andere Insel kümmern soll. Um dort noch ein paar Kleidungen zu produzieren. Aber auch so reicht das so gut. Das sind jetzt trotzdem wieder so viele und das nur auf der einen Seite. Weil wie gesagt, ich brauche die Dinger hier unten, muss ich gar nicht so bauen. Und ich kann die einen noch ein bisschen nach unten schieben und dann hier nochmal so eine Fuhre von denen bauen. Ups. Der ging jetzt ein bisschen zu weit. Ja, ich weiß, mir wieder mal zu weit gegangen. Immer gehe ich zu weit, aber ich kann auch nichts dafür. Ich bin einfach ein zu weit Geher. Ja, das war natürlich nie. Manchmal ja doch. Also, hätten wir die. Hier ist natürlich das mit dem Dünger. Jetzt sind natürlich noch die Fragen mit dem Strom, wa? Hallo? Weg damit. Boah, Hilfe. Ja gut, das... Aber ganz ehrlich, hier geht mal ein Ding durch, kann natürlich... Jetzt theoretisch hier so ein Elektrizitätskraftwerk hinbauen, die verschieben.
Das Ding geht aber nicht so weit, ich gerade sehe. Wie sieht es denn hier aus? Schon besser. Da hat es relativ viel davon, war. Ihr läuft nicht mit Strom besser, oder? Die Küche unter anderem läuft besser mit Strom. Also trotzdem das Kraftwerk irgendwo errichten, wo ich mit Strom was machen kann. Maisplantage ist kein Problem, haben wir gerade. Tortilla-Bäckerei. Jetzt auch mal nur temporär plus Rinderfarm erzeugt Elektrizität, beziehungsweise mit Strom erzeugt Milch. Milk. Ich sehe langsam ein Problem an dem Vorhaben mit den Baumschulen. Merke ich gerade. Gut, sagen wir ehrlich, das ist jetzt nicht so das große Problem. Weil er hat all das, was er auf der Island zu haben, will ich nachher nach oben schicken. Und dann, mein Gott, dann bleiben die Baumschulen halt hier unten. Und ich merke, ich habe hier zu wenig Platz, weil ich hier wirklich alles mit Hacienda vollbauen will. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Also bevor ich mir da jetzt irgendwie verrückt mache und sage, ich baue da unbedingt und so. Nee. So sind zurückgekehrt, sehr gut. Trotzdem muss ich natürlich überlegen, wie ich hier mit dem Kraftwerk auskomme, Schrägstrich, wo ich das hinbaue. Sage ich mir aber das irgendwo hier oben hin. Ich meine, klar, wohlgemerkt sind doch alles jetzt temporär, was ich gerade baue und auch sage, aber wenn ich hier sowieso keinen brauche, also einfach hier irgendwo hier oben, kann ich theoretisch sogar hier machen. Im Anschluss hier oben. Das Ding hast du, dann kann ich hier oben noch weiter ausbauen. Oder ich baue den Generator, das Stromwerk direkt hier hin. Wobei das eher ein bisschen doof, sage ich jetzt mal, weil es vielleicht eine Reihe schalten will. Wenn ich es hier mache, dann müssen wir irgendwie da mit einem durchfahren und so. Das wäre irgendwie auch doof. Wir müssen eine zweite Schiene bauen. Wenn ich es einfach hier zum Beispiel mache und sage, jo, der fährt auch da durch, zack, aber hier Strom. Es wird noch irgendwie ein paar Straßen anschließen, das ist klar. Also vielleicht eher. Ich weiß halt nicht, ob das hier oben so klug ist. Ich kann den ja theoretisch auch drehen, einfach sagen. Ja, ich baue den hier hin. Ich nehme die Linie da durch, zack, rein. Ich komme hier auf der Seite wieder raus. Was mir zum Beispiel sagen würde, hey, ich hätte gern hier oben nochmal was. Wir sitzen jetzt hier. Ja, natürlich ein bisschen einigermaßen clever machen will. So wie hier oben. Die sind ja auch mit Handelskammern und so, das ist alles sehr schön gemacht. Was halt nicht so schräg im Kreis, und macht das eigentlich eher ein bisschen so. In Reihe schalten nach hier unten. Kann ich theoretisch trotzdem den einfach zum Beispiel so machen. Das Kraftwerk. Hier oben kommt nochmal eine hin, nochmal so eine Palette. Dann habe ich noch weiter Produktionsgebäude nachher und dann kann ich die nachher so schön in Reihe schalten. Und die dazwischen könnte ich dann. Was kann ich dann nachher noch machen? Irgendwie. Keine Ahnung. Hier zum Beispiel.
Feuerwache, Polizeirevier hier dazwischen. Würde ja auch gehen, oder? Was darf es sein? Sehe ich da gerade irgendwie was falsch? Ich glaube, das kann klappen, oder? Immer der Nase nach. Immer Nase nach, genau. So, auf alle Fälle, das ist natürlich auch wieder ein bisschen Zukunftsmusik, Freunde, auch wenn es jetzt gerade schön klang, was wir so vorhaben. Ich muss erstmal dafür sorgen, dass wir irgendwie Strom hinkriegen. Ich werde das Ding hier oben sicher noch ein paar Mal neu bauen. Da machen wir da gar keine Sorgen. Das ist jetzt mal nur temporär. Aussehen, ich glaube jetzt da mit der Hacienda und den Farmen, den Plantagen. Das kann ich echt so lassen. Eben hier natürlich auf der anderen Seite theoretisch das Gleiche. Und die Dinge dann vielleicht hier, weil die halt mehr Fläche brauchen. Wir sehen sie dann. Auch hier dann aber so zu schalten, ist natürlich auch. Wäre super, der natürlich auf der anderen Seite. Der sogar nur so wenig braucht, bin ich gar nicht mal so sicher. Ich könnte für Zukunftsmarken, damit das nächste Mal nicht ein bisschen verwirrt ist, was ich eigentlich geplant habe. Aber die schon mal vorbereiten, zum sagen, hey, auf der Seite können wir es genauso machen. Ich mache es hier auch noch, genau, nehmen die kann ich ja. Wenn es nur bei 3 Bananenplantagen, kann ich mal quatschen, ey. Bei 3 Bananenplantagen bleiben würde, könnt ihr auch nach unten verschieben. Das würde ja auch gehen. Ach, von so viele Ideen, so viele Ideen. Wir sind abflugbereit. So, hä, wo ist jetzt der andere? Ah, da, kommen wir mal ein bisschen näher. Nicht so schüchtern, Freund. Haut einfach ab. Motoren gestartet. Sind die eigentlich immer noch im Einzug oder was machen die mittlerweile? Ja, die kommen, die kommen. Und das eigentlich nur mit den Grundnahrungsmitteln, wa? Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Das war ja klar. Boom, Chakalaka. Und zu wenig Waren. Tja, kein Strom mehr, ist ja doof. Keine Zeit dafür, Freunde. Ich muss was anderes machen. Hier Strom. So, nun. Ja gut, ist klar, er braucht noch ein bisschen dies und jenes. Nochmal die Kack-Rinderfarm. Muss auch noch gucken, wie ich die Mini besser ausbaue oder so. Wie war das bei Rinderfarmen schon wieder komplett aus der Übung aus? Die Waffenruhe wurde beendet. Habe ich die so gebaut? Anno dazumals. Hola. Hola, chica. So, das ist eine Rinderfarm, die natürlich noch keine Milch produziert, wie man aus einem Rind Milch rauskriegt. Naja. Fangen wir besser nicht nach. Die haben einen Friedensvertrag unterzeichnet. Guck mal an. Hier ist das Lager voll. Insellager haben wir genug. Die Frage ist jetzt, welches von denen da ist das Schienen besetzt? Natürlich, kommen Sie zu uns. Habe ich die Farmen anders gebaut? Natürlich so schon viel Platz weg. Andererseits die so zu bauen, nee.
Ich kann hier ja auch noch ein Silo bauen, super. Also muss ich es ja fast so machen. Und Platz zu sparen halt so. Weil da oben gehen die nicht. Da fange ich mich an weiter. Ja, so wird man es machen. So. Die haben jetzt Strom, alles klar. Heißt, die müssten schneller produzieren oder mehr halt. Ob das einen Einfluss auf den anderen hat, das sehen wir dann. Aber habe ich jetzt hier Strom, das heißt, der müsste auch Strom haben. Elektrizität erzeugt Milch. Und wo sehe ich jetzt diesen Milcheffekt? Ich bin erfreut, Ihnen unseren Neuzugang vorstellen zu dürfen. Einige vielversprechende Ideen liegen heute in der Luft. So sehe ich aus. Hä? Ich habe Milch produziert? Wie? Ah, hier steht's dann, okay. Insellager schon 56 Tonnen. Ja. Krass. Elektrifiziertes Rindergehege produziert Milch. Der ist natürlich nicht schlecht. So, neue Waren haben wir die jetzt hier geholt, oder was? Ja, jetzt haben wir Parfüm freigeschaltet. Brillen hatten wir vorher schon. Das nächste wären Ventilatoren. Motorroller, die kommen natürlich sowieso erst später. Samba-Schule, oh nee. Eiscreme, oh nee. Kino, oh ja. Was? Ich weiß, dass wir noch mehr tun Warte können. mal, ich streiche mal hier das Bier, weil die anderen geben ein bisschen mehr Kohle. Es ist nichts Besonderes, aber was willst du erwarten? Ja, das finde ich halt auch. Puh. Also, es läuft, es steigt. Wir kommen so mit den Calamares-Produktion. Also das hier soweit schon. Wer braucht das schon? Moderne städtische Einrichtungen beschützen die Stadt, ohne ständig um Erlaubnis zu fragen. Nun ja, jedenfalls, solange der Vorrat reicht. Genau, jetzt kommt hier der eigene Mais, den wir haben, noch produzieren. Da kommen wir jetzt Wasser, schmeißen wir mal Tortillabäckerei an. Das muss ich jetzt halt echt ein bisschen auch, ja, müssen in der nächsten Folge ein bisschen beobachten. Ob das, was wir momentan jetzt so haben, Tankhof, aber auch hier Elektrizitätswerk, ob das ausreicht soweit. So wie wir hier mit dem Paar, mit den 5 Bohrtürmen vorwärts kommen. Da hier nochmal einen anschließen müssen, das wäre so gesehen kein Problem, können wir machen. Hinten tun wir die Rinderfarm, hey, produziert jetzt ein bisschen mehr, auch dank dem Silo, weil ich habe meinen eigenen Mais auf der Insel. Das ist jetzt natürlich auch ein bisschen ein Vorteil, hier ist was anderes. Oder die scheiß Dampfmaschinen schon wieder. Und ansonsten, ich glaube, ich kopiere die mal. Also ihr seht, wir werden so oder so halt Rinderfarm brauchen wegen der Milch, das wird es nicht ändern lassen. Die Frage ist, kommen wir mit dem, was wir jetzt hier aktuell haben, kommen wir da durch? Vor allem eigentlich Tortillabäckerei, ist natürlich jetzt auf Strom unterwegs. Verfügbar, scheiße, ist wieder der Quatsch, weil ich halt 2 davon brauche. Und ich kriege immer das Falsche, das gibt's doch nicht.
unter Strom, ja, kann man so sagen, ey. Also die brauchen wohl alle Strom. Die farmen zum Glück nicht, noch nicht. Die Auswahl. Immer dieselbe, oder? Naja. Ist eine coole Auswahl, keine Frage, aber es ist immer dieselbe Auswahl. Also, Leute. Beenden wir mal die Folge. Ich würde sagen, nächsten Part. Ich weiß, er will die Feuerwachen ausbauen und so, es gibt auch neue Gebäude dafür, aber dann machen wir noch nicht so schnell. Erstmal das noch ein bisschen beobachten. Wir müssen vorher aber ganz kurz in die alte Welt noch Waren holen. Und wir müssen diesen hier noch ausbauen. Das ist noch gar nicht fix, stimmt. Dann muss ich eh nachher weg, dahin. Aus dem Auge, aus dem Sinn. Den noch eher nach hier oben. Den noch eher irgendwie hier hin. Dann hier nochmal sagen, hey, ich hätte gerne nochmal irgendwann eine Produktionsstätte. Warte mal. Das will ich hier unten nochmal machen, wa? Tatsache. Können sogar die HSN nochmal ein bisschen verschieben. Damit es nochmal ein bisschen besser aussieht. Momentan spielt es auch vom Einfluss bzw. vom Radius. Da ist hier noch gar keine Rolle, wo wir was irgendwie machen. Ja, soweit zumindest mal die Theorie. Wie es in der Praxis aussieht, sehen wir in der nächsten Folge, wie auch sonst immer. Ist doch klar. Wenn du diese Gelegenheit nicht beim Schopf packst. So viel, wir haben noch so viel zu tun. Lass mich in Frieden. Aber wie gesagt, erstmal Waren holen, damit... Alter, produzieren wir viel Milch. Leck mich am Arsch. Na klar, sind noch schon 3 Farmen dran, aber trotzdem. Mais beobachten, Rindfleisch beobachten, hier das ganze Ding mal vorwärts treiben, Tortillas. Und dann die, würde ich mal sagen, bauen wir die dann hier für die Insel selber. Vermutlich schon, weil ich muss irgendwie eine gewisse Anzahl haben für die 75 hier. Ja. Aber das ist soweit alles in der ersten Folge. Ich muss erstmal Notizen machen, dass ich wirklich erstmal in die alte Welt zurück muss. Und dort die Waren zu laden. Hehe. Wo bin ich jetzt? Ah, hier. So. Aus Rind macht Milch, wa? Naja, aus dir gibt's Milch. Beziehungsweise aus der Farm selbst. Sind sogar die Milchtöpfe? Ich dachte eigentlich zuerst wäre einfach irgendwie ein Trog für sie, entweder zum Fressen oder sonst was in der Art. Und natürlich auch zum Trinken, ne, ist klar. Ja, Freunde, unsere Rinder machen Milch. Ich will gar nicht wissen, wie das biologisch funktionieren soll. Ist auch egal. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.